Vandaag zit je wat met een frisches programma en heb Hen Rotslo ingeladen. Dankzij hen dat we hier een beetje vertellen kunnen. Hij wordt niet van zijn leven vandaag vertellen, maar van zijn pa. Hen, din pa oder die Kindheit, wie din pa al einmal ein bisschen Geschichte vertellen, heeft die jeden von früher vertelt? Ja, ich leite ja wie so. Also ans Paar wäre nicht so, dort ist Stellweh, war der alte Tit. Er vertelt hier eine Geschichte, auch wenn er mit seinen Geschwistern hat, aber auch Tanz Tschenja, wie das wir früher so wie sagte ja ab und einmal Bütte und Songe, meist kriegt jeder auch ein Bütte Sinn. Und dann wurde auch die Geschichte von Russland vertelt. Er erinnert uns einmal, war da daran, wie dankbar wir sollen sein, dass wir hier wären. Und nicht in Russland. Er hat ja die ganze Hungersnöten so da gemacht. Und aber auch, wenn so Anzahl hat, schlupen gescheit, dann hat mit seinen älteren Schwestern, da sein Bruder mal hier war von Friesland, und sie bitte sollten noch wieder reden, dann sollte ich gucken, eine Stube auf dem Fenster gehabt und schnackt das ab. Ja. Wenn sie erst Gräber waren, war Stalin und war ihre ältere Schwester, wenn dort irgendwie verbannt worden und verhungert und so wieder. So, das wäre mir immer sehr interessant. Und ja, dort haben nicht viele getan. War ihre schwere Kindheit, eine schwere Zeit, die sie erlebt haben von Russland bis hier zu vertellen. Und zoals u ziet, die paar heeft het ook sogar graviert und abgenommen oder abgeschnackt, zoals viele dort sagen. Du weißt viel darüber zu vertellen. Was mal ein bisschen darüber sagen? Ja, das ist so gekommen, als wir mal in den 70er Jahren in Kanada wohnten. Dann hat uns Papa einmal Tit, an 75, das sind dann auch meist 50 oder 3. Und dann kaufte ich für einen kleinen Kassettenapparat, ich hoffe dann all, und er sah sich einfach an und verteilte seine Lebensgeschichte. Ich wollte ein bisschen davon spielen, bloß dass ich den Geschmack einmal mitkriege. Wie wichtig das ist, wenn wir an sich Kinder oder an sie noch kommen, dort sagen, was wir noch weiter. Dort wir das nicht verjeten, der liebe Gott hat mit unserem Volk sehr besonders Wege gegangen und ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn wir den nicht verjeten. Ja, das sind 50 Jahre alt, meistens 50 Jahre alt Band, was hier nicht aufspielt. So, das Band ist so alt und die Geschichten sind dann meist 90 oder 100 Jahre alt. So, ich wollte das mal kurz anstellen, ein einziges, wo wir spielen. Naja, liebe Kinder, will es nu nicht viel zu tun haben, will ich Ihnen mal was aus meinem Leben vertellen, von jungen Jahren, wo abgewaschen, wo von Russland und so weiter. Und wenn das so klappen mit diesem Band, dass das in der Mutter was ist, dann kriege ich ihn noch her, den einmal vervielfältigen. Wenn ihn das interessiert, dann ich weiß ja nicht, ich will ihn das nicht abbaden, aber dann weiß ich wenigstens, wo ich herkomme. Dann ich war alle Tag älter und ich weiß nicht, mit einmal ist es und dann weiß ich wenig von wo ich herkomme. So als sie weiter, sie hat in Sibirien geboren. Wir singen unsere junge Jahre in Russland ein Lied von einem Gesang. Das Lied fängt so an. An der Donau, da bin ich geboren, als eines Kosaken Sohn. Und dem Kaiser, den habe ich geschworen, zu beschützen das Land und die Krone. So kann ich. Das Lied kannst du bestimmt. Das kann wir so ein bisschen. Wir mussten auch ein russisches Gedicht auswendig lernen, früher einmal an der Reihe. Ja, so hat er angefangen und er hat dann über 2 Stunden abgenommen, so das wird dann sehr lang. Das wird lang sein, ja.
Aber wir können da ein bisschen anfangen, dass wir wissen, warum wir sind in Sibirien und warum gehen sie nach Osten, nach Alma und nicht nach Moskau am Rüte fahren. So ist er da als sagt, wie da war die Bruder aus seiner Oma Busch jung, aus dem Sehen von der Wettfrüh. Sein Vater starb, als er noch mal 8 Monate alt war. Die Mutter hat dann noch mal gefriert, aber 8 Monate später starb auch der Mann, dann wir bloß eben noch mehr Kinder auf dem Hof. Sie wohnte in dem Dorf Rosenwald, bei der Slavgoradsche Siedlung in Altai, in Sibirien. Da wäre so aber, weil man sei nicht als Verband getragen, sondern als Ansiedler. Sie stammte aus der Gegend von Orenburg, ein Ferier von der Malatschnakelnie. Aber die Eltern wären dann wieder getragen nach der Slavgoradsche Ansiedlung, die 1909, 1910 angelegt wurde. Die wären noch mal ein paar Jahre da, als ein paar geboren wurde, an der 14. Und sein Vater starb dann auch an der 15 und an der 15 fängt auch all die Erste Weltkrieg an. Und dann fängt das ganze Leid in Russland an und das wäre noch mal ganz am Anfang, die wäre nach Ohm. So, die haben da dann eben mit ihrer Mutter alle Wege ausgekostet, die an die ganze Hungerstide und so, die in Russland gegeben haben. Unsere Oma, die auch noch hier war in Paraguay, die echt noch getan auch, die hat endlich das ganze Schöpf geholt. Ja, als der Bett schwer sind, die Pana von 15 und ja, Pana von 17, die fahren viel, aber so, und sie wohnte in dem Dorf Rosenwald. Da ist sie abgewachsen, zur Schule gegangen, hat dort dann die Wintermonate, die nannten das Molokankan, eine kleine Malterie, wo der Maltöpf kam aus dem Dorf. Der wird angetrieben von einem Rastwort, von Pied, was ein Rastwort betreibt, bitte, und da binnen ging an der Wahl dann eine Buttermaschine, eine Schließe und so was. Er hat dann so als 10, 12, 13 Jahre jung musste er da arbeiten gehen, um dort seine Familie auch zu leben hat. Aber der hat trotzdem sehr gehungert. Und diese Geschichte, die er hier so wieder vertelt, da vertelt er auch ein paar Episoden, wo es ganz konkret und sehr krass, was ihm, naja, hungern das ist sowieso, aber was ihm verhungern will. Uit ihrer Familie, wenn er thuis bleiben ist, aber thuis keiner verhungert. Ein Bruder ist gestorben, aber einer von seinen älteren Schwestern, der war befreundet mit dem ältesten Wilhelm Janssen, der wurde eine Verbindung gescheit nach wieder am Norden, weil es ein ältester war. Und die sind da alle verhungert. Dem sein Name ist auch an dem Märtyrerspiegel. Da kann man die Geschichte noch lesen. So, aber wenn Sonne dort verteilt, wo er als 10, 12 Jahre jung allein geblieben wäre, die andere wäre in Suhane gefahren, dann kam ein Prager Jung an der, dort wäre vorhin auch Deutsch redende, und da wäre dort Jüde. Und raubt am Onkel und am Hungern, und er ist am Hungern, ja, Täter hat er so nicht. Er wisst aber, am Glasshop, der hatte noch so einen Meeresshop, und ein Glasshop, der hatte gut ein schlechtes Haus. Da lag ein noch, das wie einmal der Winter steht, wo das so sehr drauf ankommt mit dem Hunger. Und na, nahm das auf dem Jungen dort. Ab zuerst, dass er hier sagt, er hat hier selbst mal eine halbe dazu gekocht, und bedeutet dann, wenn die anderen nu in den Haus kommen, seine Schwester und seine Mann, die würden vielleicht auf einmal lang zufrieden sein, dass er das letzte noch was gegeben hat, wie sie heute auch noch steht. Aber die andere noch, die hat bloß gesagt, das Geld, wenn du dem jeden Jungen gegeben hast, dann ist Geld so. Wie können wir uns das hier in unserer Situation überhaupt nicht feststellen? No.
Nou, dat geht nicht. Wat dat meint, we leven met eten en met alles zo als dat mooi is op de wereld. En Sprache hat damit immer ein bisschen ein Problem. Deswegen wird das, wie wir hier thuis hier, eine Geschwister, die dann fokken 12 vom Tag noch mit Oma haben. Und ans Paar wie sei, empfindlich ein Mädchen. Ja. Das kommt daher, dass er dem Wärtelchen Hunger nach Tjan. Und nach uns dann sehr fokken gesagt, Jung, ich würde mir wünschen, dass ich einen Tag mal in Russland sein. Dort sind in so jeder da wieder, die sagen, keinen Utweg. Die Kommunisierung nahm dort einmal fast am Griff. Da kam ja inzwischen die amerikanische Hilfe vom MCC organisiert. Wir haben hier im Park nu diesen einen Traktor, der symbolisch dafür steht. Wie der MCC hat dann sogar 40 Traktoren noch Russland geschickt an den Minister Halpe, der hatte keine Pieren mehr und so was, eine alte Traktor von 24. So kommen auch ein paar noch dahin, aber das wird ja an Fußwarte alles beschlagnahmt und aufgenommen. Sie mussten ihre letzte Malche schlachten und den aus Slavgrad bringen. Und da werden die Bücher abgestoppt, wie es da früher die an, aber nachher im Sommer da das alle ab und das Gefühl da. Also ich musste ja ganze Getreide, was so heute werden, so nach Slavgrad führen. Und sie selbst hungerte sich so durch im Leben. So, die ältere Geschwister von meinem Vater, der Panasch, die tragen dann all an 27. Dann als hier Männer knieren wird, dann tragen die all noch Amur. Das sind nochmal von Slavgrad unbedingt 8 oder 9.000 Kilometer wieder am Osten, an der chinesischen Grenze, an dem Amur-Fluss. Da wird dann Siedlungsland angeboten gratis und wer da ansiedelt, soll auch noch Material für ein Haus kriegen. Und so. Und das hat er überhaupt nicht vielleicht da weit auf von Moskau, da wurde noch nicht der Kommunismus sein. So, die siedeln an 27 daheim. Und unsere Oma dann mit den jüngeren Kindern, wo uns Parkbank war, jene dann Utgangs 28 auch genommen Amur. Siedeln im Amur an dem Darb Friedensfeld an. An dem Amur gab es zu der Zeit alles top 25 Menschen Darpa, die alle an diesem sind, die siedeln da an. Aber dann langsam fangen sie an, über den Fluss zu gehen, nach China, ja, zu flüchten. Und Jan sieht wie China, China war dann nicht ein Freund von Russland. Und dann mit der Zeit war das eben so, dass wir klar, wir sind hier nu endlich bloß am Amur, der liebe Gott hat uns hier gebracht, dass wir in der Gelegenheit haben zum Ruta. Dass wir nach China kennen. Und von da eben wieder. Dat MCC heeft je de Uga maar zeer opgehouden. Je proeft te helpen, hoe hebben we dat weer? Of het de rond even Moskau weer, dat is in Rodendauer, of hier. Dat MCC, de amerikanische minister, hadden dan in de stad Harbin al een gerater huis gepakt en hadden daar een dokter aangesteld. En dat was een beetje dat Mennonitencentrum. Also die wisten al in Rusland, aan de Russische zijde van Amur. Dat was een centrum weer en die sammelden die wasserande minister daar zo'n beetje op. Dus die kwamen van alle wind over de grens, niet bloos bij Amur. Zo trokken die dan aan 28 naar Amur en daar schaafde hij dan even met im Kolchas. Kolchas is dus in de Kommunenwirtschaft. Alle moesten ihre Bogers im Kolchas aufgeven. De pied en alles. Daar werd bloos als ganze Tag top gejagd en ans Vater wir dann so zwischen 16 und 18 schaffte dort dann eine Akarie 2 Jahre mit dem Kolchas und so. Und dann war da jene Gruppe Eva und unserem Paar sein älterer Bruder Jakob Rotzler, von was nachher in Friesland gewesen ist und gestorben. Die wir all über die Grenze gegangen, weil es stond eigentlich vor, dat ze aannemen worden in dem LAW, wo der Militär eingetragen worden. Noch mit einem anderen Typ, mit dem Nibusch Hermann, dort wir von den Nibusch, wenn auch hier wäre, ein Stiefbruder, dat wir ihn genommen nach
sehen, bei den Ibusch und Hermann, die wie in derselben Situation, und die beiden waren dann auch in China und haben sich das alles becheckt, wir auch bei der Stadt Charbin gewesen und kommen zurück und organisieren immer war die andere Gruppe über den Fluss zu holen nach China. Das war sehr gefährlich. Die Grenzwache am Amurfluss, da war die Grenze sehr bewacht mit der Rittasch. Die waren bewaffnet und die hatten unordentliche Scheite, wann immer sie da Flüchtlinge antrafen. Und sie dort war ungefähr 25 Kilometer auf vom Fluss. Und irgendwann waren die sich dann einig, wie wir auch übergehen nach China. Und der Onkel Jakob, der war auch immer weiter hier gewesen, die Gruppe holen, die hat von anderen Dorpen, von Savitaya, eine Gruppe auch evakuiert. Und der Nibo Sherman auch, und der alte Onkel Nibo war in China, der wollte sich bloß nicht mehr zurück hier haben. Dann irgendwann, wenn die dann kommen von China, war der hier, das musste ja mir heim, dann wurde der verstocken auf dem Bein, die musste dann da gelangt, auf dem Bein bleiben und Schemmel raufkommen, den war da Eten gebracht, und so haben das China an, war da durfte ich am Darb auch China weiter, dort sie an Flucht dachten. Weil China wist, wer wem anderen verrodet hat, weil die GPU hat alle so ihre Informanten. Ja? Und die Informanten waren fucking nicht freiwillig. Die waren bloß so ernannt von der GPU und gesagt, du bist unser Informant. Und der Informant wusste dann, wenn ich nicht informiert, dann sie ich dran. Ja. So, das war alles ein Drucksystem. So, da organisierte die dann ihre Flucht. Dat heeft hij ook so beschreven. En sie mussten einmal war dem Onkel Jakob seinen Bruder auf dem Bein versorgen gehen und das durfte keiner weiter. Hier mankte so Gruppe, hier war eine junge Brut, die hat in dem Noberdarp in Brigom, die wäre verläuft. Und die will unbedingt wenigstens einmal in dem Noberdarp, da war Hand für den Brigom dort weins sei, dass sie würde verschwinden über Nacht und da war beschlossen, nee. Die darf das nicht weiter, wie es anscheinend drüber. So, die hat im Brigom dort niemals können sein, dort, und die wird bloß weich den nächsten Tag. Als das dann so weit war, die Nacht, also in der Nacht wurde sie Glock 12 losgefahren, sie musste sich dann die Wagens vom Kolchoshof holen gehen, das wäre ihre Wagens, aber die wäre ja aufgenommen. Und auch von der Kolchos 4 Gerippe gehen, die mussten ein paar Gerippe gehen. Und ein anderer will den Wagen holen, und dann, während er den Wagen holt, das war im Sommer, als der Flüchte, nicht im Winter. Dann meinte er, der Beobachter an. Der wie, ein paar sagt das so, der wie, dort wie dem Kolchosleiter sehen, auch, wenn er schon hingenommen, ja. Der war mit Lot von seiner Brut gekommen, und ging über dem Kolchoshof und hat gesehen, dass er einer probiert, den Wagen zu schlagen. Und dann legte sie das ganze Tag, und der Piet musste da frei lassen, um das keiner was anwarten, und dann war dann die Nacht nicht gefahren. Und das war über alles rein. Und dann, die nächste Nacht, war dann frisch angesagt, Onkel Jakob musste da einen Tag auf dem Bein setzen. Und dann war der Wagen geholt vom Kolchos, dann wäre die alte Platte noch mit, die hat bei sich auf dem Hof noch einen alten Twänenwagen, dem schriebst du während dem Tag ein bisschen taub. Dann hat sie den zweiten, weil sie wäre doch eine ganze Reihe Familie. Sie wäre die Platte, der Miros, der Nibusch, der Ratslos, das wären dann alle 3 Familien von der Ratslos und der Panasch. So, dann ging das so, Glock 12 der Nacht los, die 25 Kilometer ist mal am Fluss. Und ab der Bettwagens kriegen sie lange nicht alles nachher. Alle, wer abends können, die mussten gehen besieht und die mussten auch noch ein kleines Kind tragen. Ein paar sagten, also all unsere Cousins hier, die Charles Palmer und so, die mussten sie da tragen, das wäre dann ein kleines Kind, ja, die 25 Kilometer. Und so ging das einmal da gewesen, ging einer Wagen noch 2, und dann legte sie dem da stehen und schmeite noch eine ganze Reihe Sachen weg, was die Menschen dann doch noch abgepackt haben in der Maschine und so was. Und dann, was sie dann nur dann am Fluss kommen,
En als je eerst bij hem omgeflossen wordt, dan weer de zon om Himmel, dan wordt ganz dag. So, sie wollen die Nacht über dem Fluss. Ja, dort hat alles zu langsam gegangen. Und dann musste sie sich da am Ammerfluss wieder so eine Schluchte, wo kleine Nebenflüsse ankommen und so. Und dort hat sowieso ein hohes Eiver. Sie hatten auf alle Fälle ihre Sachen in dem Wagen, der Pier dem Eiver aufgeschubst. Ah ja. Und da unten an der Schluchte verstocken sie sich. Weil nu wird ja der Wagen bald kommen. Und als sie da verstocken werden an der Strecke, sie wollen dem Tag dann so verbringen, aber die nächste Nacht. Dann kommt auf einmal der chinesische Führer, der ihn an Eva bringen soll. Den hat der Jaschrotzlot in China organisiert. Der wird an der Titel ankommen, der wird dann vom Fluss einen Titel geben, von der Fluss, dann wird der Eva kommen. So, die kommen dann her und der will über Fuß Eva. Und das wollen nicht, sie wollen bei der nächsten Nacht sein. No, hey, die kommen mit einem Kuhn von dort. Und dann war am herrlichsten Tag. Sache am Kuhn, früh ist ein China am Kuhn, dann fuhr die Chinesen mit einem Kuhn voll Menschen los, mit einem Radar. Ja. Und dann kam bald noch ein Chines an, wie sie hat nach mir berät, ja, sie würde dort alles betonen. Die Chinesen kriegen dafür die Pieden, die Wagen und so was. Und die kommen dann und dann hadden sie, der Amur ist ein breiter Fluss, also der ist nicht so klein als ein Paraguay-Fluss, der ist ab 4 Kilometer breit. Und da war mit so einer Sandbank. Dann war bereits, sie wurde dann erstmal alles übersaten bei der Sandbank. Die Sandbank allein war für 1 Kilometer breit, so eine Sanddüne mit dem Fluss. Alle Sachen bad ab der Sandbank nappen und dann würde ich ineens anfangen, die Menschen über ganz nach Jana Seite zu führen. Und sie mussten dann, die ältere Jungs mussten dann alle Sachen von einer Sandbank Seite oder andere übertragen. Von dort an, wenn wir hier von der Feriennacht also meid, weil sie all die Nacht immer noch die Schluppe hat, bis der 40 Uhr. So, das kommt das sehr drauf an. Bitte dem, also auf der Sandbank wäre, dann sagen sie, dass die Grenzwachtverleiner an der Rösche sieht, wo sie abends wären. Und die, wenn die an je seine hadden, weil man sagt, auch dort, dann hadden die geschoten, das war klar, weil die Haie da, ja, an dem Vater sein Schwager, der in China sein Schwager war, der verlor seine erste Früh da an der Grenze. Die Grenzwache schoten der da an der Grenze. Ja, das ist ein Schuss am Regen, wir haben ein paar Zeit. Aber da von der Sandbänkchen dann auf der anderen Seite, dann wäre da noch so eine Sache, als zum Beispiel der Piet musste die auch gebracht. Der musste am Teil, am Wasser besiedeln, Kuhn schwammen. Dann war der Piet da anwällig und der wollte nicht wieder. Und dann haben sie inzwischen, da wurde der Strom dann sehr groß, wenn sie waren mit allem nicht reden, dann haben sie den Piet losgelassen und dann rüschte die mit dem Flussstrom mit und die sind irgendwo versuppen. Ja, ein paar Piet selber, ein paar nicht. Das wäre nicht rater Gruppe, das wäre nicht das erste Piet. Das wäre immer, das wäre wenigstens eine Dutzend oder zwei das Piet zum Eva bringen. Damit wollen sie das alles betonen, das ist ja kein Geld. Aber die kommen so am Ofen nennen an der chinesischen Seite an, da wir sind kleine Chinesen da, dort heißt Sachalian. So, den ganzen Tag über den ganzen Tag über auf dem Fluss geschafft. Das wäre der Herbst, also ein bisschen um Sommer, aber sie wären dann wenigstens in China. Und können da auch dort beten, was sie dann für das alles haben, vertreiben. Dann musste sie aber noch eine andere Stadt, ein bisschen flussaufwärts, wie Lago Wäschens, ein bisschen übergehst. An der chinesischen Stadt, da musste sie vorbei, weil sie braucht die chinesischen Papiere, dass sie am Land nicht kommen will. Das war bloß ein Fischerdarb. Das war nicht, schmeckte der an Fuß war da rot. Und dann kam da ein Schab vorbei, ein chinesischer Schab. Dort fuhr einmal stromaufwärts, wie es noch da war. Dann nahm der chinesische Führer den alle ab dem Schab ab, musste alle unten am Panzer angehen, da wo die Dampfmaschine stand. Und dann fuhr der mit denen weiter ab dem Amurfluss, stromaufwärts.
da wo an der Seite Lago Wäschens, die russische Stadt ist, und an der anderen Seite die chinesische Stadt, am da einmal vor dem Konsulat kommen, dort sie einen Stempel kriegen, dass sie in China wäre nicht schwarz gekommen, sondern von ab Land hat es auch gewonnen, bloß vielleicht weit dran. Ja, weit dran. Ja. Und, naja, und deshalb hat es, die Chinesen hatten ja nicht sehr Skrupel, die verdienen wir das nicht was, ja. Das, ab so die deutsche Menschen immer Geld behandelt haben, das was mein Vater sagt. Auf alle Fälle machen sie da die Dokumente und dann geht es nach mal 700 Kilometer. Einer wies mit dem Zug, einer wies mit Kamionen, also so ähnlich als Verquatros, also mit vor Bad der Stadt Harbin. Die Stadt Harbin liegt vom Omo-Fluss 800 Kilometer landeinwärts, Mittel in China, Zentralchina. Da kommen sie dann hin und fangen auch das Ministerzentrum, dann werden sie vorläufig abgehoben. Ja. Aber den war da futz gesagt, so, nu gut mal Arbeit und so was, willst eten für eten und all so was, habe ich hier nicht Geld für allem. So. Und dann ging da eben schaffen. Was die immer können. Und ein paar sehen, hey, hat da schön geputzt, abgegossen, so, das ist ein Jahr früher, der Lustra war das. Er hat Zeitungen verkauft, abgegossen. Das schlimmste Arbeit, aber wo er das meiste Geld verdient hat, da wäre ein Hotel gewesen. Also Harbin ist eine große Stadt, von uns nach hat die 6 Millionen Einwohner, hat man wohl noch gekriegt. Dann wird das auch eine große Stadt gewesen sein. Und da wären sehr viele Ausländer, da wären sehr viele deutschredende Ausländer, da wären sehr viele Russen, aber weiße Russen, ja. Und Japaner, sehr viele. Während der Zeit, die 2 Jahre, wo sie in Harbin wohnten, wie nach der Krieg, zwischen Japan und China. Dann war die Stadt Harbin auf einmal vom japanischen Militär eingenommen. Und ein paar Monate später war da vom chinesischen eingenommen. Und war da Krieg da in der Stadt, war da Todesabgas, was abgeräumt musste. Und er schafft dann eine Zeit mit einem von seinen Freunden, ich glaube, dort war Schlosser Ziemlich hier nachher, bei seinem Hotel, die dürfen dann hat es noch nicht ein Abwassersystem der Stadt. Und die wussten nicht, wohin mit ihrer Kloaka, mit ihrem Abwasser. Und diese musste dann mit Amasch, die Pozo Negros sozusagen, die Passants, uitschappen und das wurde Abgas drogen uitgeten. Und das war aber illegal. Ja, wenn sie da begriffen waren, das durfte keiner dann. Aber sie mussten dann einmal danach, Glock 12 der Nacht anfangen, also bei Glock 4, Glock 5 zum Morgens. Alle Pozo Negros uitschappen vom Hotel und das wurde Abgas drogen uitgeten. Aber das gab mehr Geld als Zeitungen verkaufen. So werden sie da dann, also sie gingen eben allemaal aan de 30, alle uitgangs 30, aber noch im Herbst. An der 30 bleiben die ganze 31 dann dort und an der 32 im Februar. Dann war den da irgendwo mitgeteilt von der chinesischen Regierung, so, nu muss ihr entscheiden, wo ihr hin wollt. Sie haben keine Aufenthaltsgenehmigung hier, sie haben auch keine Dokumente. Und wenn die bis zum 25. Februar nicht weg sind, dann muss ich zurück nach Russland. Dann gebe ich zurück an Russland. Von Janssen, da kommen wir nachher nach der großen Gruppe, der Schumanowka-Gruppe, da wo das ganze Dorf an einem, also mit 60 Schläden im Winter. Und dann hat die Russen teuer gemacht, ganz teuer gemacht mit dem GPU und so. Und die verlangten die Menschen zurück von China. Und deshalb hat er dann gesagt, wenn ihr bis zum 25. Februar nicht weg sind, dann muss ich zurück nach Russland, und dann gebe ich ihn zurück an Russland. Dann haben sich die Menschen da sehr dafür eingesetzt, besonders auch das MCC. Und dann fangen die uit, die voeren je alle winter aan. Die voeren je ook aan je burger Panda-bären, Jäger, wie es das leider so die wir, die Ungar von 15. Dat wie een zeer beroemde Jäger, der hat sich damit beschäftigt. Die kommen alle winter an. Dann fängt irgendwer uit in Shanghai am Hofe. Da stand ein französischer Chef, ein Frachter, der will ladig. Und irgendwer hat er Kontakt abgenommen und der Kapitän hat gesagt, wenn die Welle 10 Jahre herkommen, auf meinen Chef kommen, dann sind die China bitte. Das war für den die Lösung, das war für den die Gebietserhöhung, wenn man so will. Weil die packt da ab,
und die musste dann weiter. Auf dem Schab, ein Nebenfluss vom Omo-Fluss, der jetzt am Omo nennt, der jetzt bei Charbin vorbei. Und dann musste sie weiter auf dem Schab, stehen sie auf dem Schab an Charbin, dem Nebenfluss vom Omo. Verleinst, weiter bei dem Omo und ein verleinst. Weiter und da sieht das russische Land und einmal war da russische Militärboote vorbei. Man musste sie einmal ganz so in ihrem Schab sich verstappen gehen, oder dass die nicht sagen, dass hier viele Menschen boven wären. Jetzt nu wären sie auch nicht rater Gruppe, nu wären sie also, ich weiß nicht, über 400 Menschen. Und das letzte ein danach mit dem Zug und dann kommen sie bei Shanghai und die leiten an alle ab das Schab ab, das wird das Schab, was D'Artagnan heißt. Ein Frachtschab. Und MC2 hat dann mit dem auch Kontakt aufgenommen, der hat gesagt, und dem wurde dem Wort entschädigt dafür. Und der wurde dann eben quasi ladig, ohne andere Fracht, von dort am Vortreten nach Frankreich. Da war das Zelt abgestellt, natürlich ein paar geschlossene Reserviere da für Frühes oder für Kranke. Und dann fuhren die von Shanghai los, ich mal aus dem Mittelmeer runter und dann rauf bei Saigon, vorbei Vietnam und dann dort dicht an der Küste verlängst. But Indonesien, Ram, dort zwischen Inseln, Ram Indien. Ja, ich will noch sagen, da in Charbin, da hadden ze dus melontjes op dem Markt einmal war da gesehen. Der heißt nämlich auf Chinesisch Denya. Und die gefallen an sich, ja. Die waren wie hier in unseren China, so eine mit reinen Striepen, was man ganz abbieten kann, die Apfelmelontjes. Ja, die kleinen. Und die Soot hadden sich da einmal eine Fappe gestappt zu mitnehmen, weil sie nochmal sollen wohl Land haben. Van dort stammen die Melontjes ganz original. Und die heißen Denya. Ich weiß noch, dass früher bei uns Haus war einmal gesagt Denya-Melontjes. Und wir wussten nicht warum, naja, Denya-Melontjes. Aber der Name kommt vom Chinesischen, ab Chinesisch heißt die Denya. So, und dann werden sie auf dem Schab. Und da am Indienraum dann also sie wollen durch den Suezkanal fahren. Und der Schab muss da warten am Horn von Afrika. In eine Stadt, die auch Suez heißt. Da wäre es ein paar Wege verankert, weil die kriegt noch nicht Erlaubnis, durch den Suezkanal geht das langsam. Ja? Da musst du einmal warten, das Schiff. Da musst du dann kurz an Land und Arbeit gehen. Wie eine afrikanische Seite. Ja? Und mit Arbeit sieht ihr, mit Geld mit Eten verdienen, weil die wäre ja ohne alles. Ja, das ist wunderbar auf dem Schiff. Ja. Door aan Suez en am Horn von Afrika, door sammelde die Schoten ab von dem Sure-Schöteboom. Die mit seitdem dann auch hier am Chaco jetzt, dem Tamarindo. Tamarindo, ja. Von dort brachten sie die Schoten mit. Und irgendwann eentje dann durch im Suezkanal. Ans Vorderhaft dann so einmal verteilt, ich habe dort dann den Berg Sinai gesehen. Van Roden Meer uit en dan de Suezkanal weer dan nog op. Die weer nog veel jaren touw. Na de Eerste Weltkrieg, aber dann weer nog op. Dat was einmal dat weer, einmal dann weer op. En dan kwam dat schip, dat is Mittelmeer, wat in Frankrijk, naar Marseille, ongeveer van Mittelmeer naar. En Kreuzes dat vandaag en dag is. Dat schip weer ganz voll Flüchtlinge. Dus dat nu ook im Mittelmeer jeder dag is. En die leiden dat niet am Hoven aan. Dann stand der Farmer, das Kapitän wie zum Leiten Französ, aber die mussten ein paar Kilometer fahren über ankern und die Leute dem nicht ganz viele Menschen. Die reden alle Deutsch und sagen, sie kommen von Russland und haben aber keine Dokumente. Und dann gab es also was als die UNO war die Schnur immer, dann gab es der Club der Nationen und der Vorsitzende wie ein Fridtjof Nansen in Schweden, der kam persönlich ab dort Schäppen ab, am Notiz, was sind das für Menschen. Und der kriegt dann verstanden, dass die französische Regierung anlegt, am Hofen anfahren, in Fuß an Marseille, und Isabon Waggons nennen, was teuerschloten wäre, und dann fuhren die an teuerschlotene Waggons leeg durch Frankreich,
daar is wat de andere ziet, wat Le En daar komen ze aan zo'n ghetto-logers, wo ook China, ze zijn toch nog niet 1 meter aan Frankrijk vooruitgegaan, wie dat we alles touwen verboden, wie ze hadden hier China papieren. En manche hadden een Garbin van de Duitse consul zijn reisedocument gekregen, een hele Pass naam man dort, und hadden ook niet mal alle, aber met een foto boven, en daar stond ook boven dat is geen persoonlijke document, aber wie staat het om dat deze persoon reizen kan, dat weer de hele Pass. En dan is zo, naja, dat we dan nu al am Februar 32, oder beter gesagt am März 32, dann kommt die Idee ab, naja, weil wir doch auch nach Südamerika. Vor 2 Jahren ist die Gruppe, die über Moskau rübergekommen ist, erst nach Südamerika und nach Paraguay vor, und da besteht die Möglichkeit zu haben. Und MCC organisiert dann einen Chef von Le Havre nach Buenos Aires. Und dann fuhren die von Le Havre los, und als sie bad naja, also wir alle ab dem Chef. Sie hadden alle an diesem jeden Pass eingestampelt gekriegt von dem paraguayischen Konsulat in Frankreich. Dort sie wir legale Einwanderer für Paraguay. Sie hadden Visa für Paraguay. Ja. Und dann als sie alle ab dem Chef waren, dann musste der Chef mitwachten. Bolivianischer Konsul kommen und sagt, ich will auch an Visa einstempeln, wie es dort Land, wo ihr Hand vor ist Bolivien, nicht Paraguay. So, sie hatten da so 14 Meter Erfahrung, und wisst ihr, wenn wir nicht ankommen, da war es. So, die kommen dann hier Anfangs Mai in Casado an, und werden hier dann all größtenteils von den frisch eingesiedelten Fernheimen aufgeholt. Auch manche Männer von die kommen holen, aber unsere Familie persönlich kommen jetzt Freizeit von Nomanen holen, mit dem Asse fertig. Und die ganze Reise ab dem Schiff, die ganze Beidreise, die lange Reise, war eben eine Zeit gewesen, wo die sehr viel an die Zeit hatten, und die hatten sehr viel gesungen. Sehr viel gesungen. Und manche Garbiner waren so eine gute Variante, also Duft Friese, und Obram Friese, und noch andere. Die hadden geuren daar op dem Schiff, die hadden Musik, Gesangprogrammen. Und die haben sehr viel gesungen. Ich glaube, deswegen können uns vorher auch Hunderte leider auswendig. Und deswegen haben wir dort dann auch so von angelegt. Auf alle Fälle von einem Boden holt an dann die geht Freise auf, und es passiert einmal so eine kleine Isarbohnen, wo sie dann, wo wir gefahren wären von Casado, was ein Bohnen, so was hat es auch noch nicht sein. In Russland, die ziehen, das wäre was ganz anderes. Ja. Und als die geht Freise an, dann hier an Nummer 14 aufgeladen hat, und dann fuhr dann bloß zurück noch 7 wie Nummer 9, dann hat er gesagt, das ist die geht Freise von Hauen, also der fuhr da von dieser Freise, Jungs. Okay. Hat er jetzt Freise gesagt, naja, ich wusste nicht, dass man 3 Tage in eins sehen kann. Ist die Reise von einem Bodenpartier, hat leider wie es mal 3 Tage geht. Aber der hat die 3 Tage in eins gesungen. Wurde dann an 14 aufgeladen, und die siedelte an 14 an, unsere Oma, mit den jüngsten 3 Kindern, mit Onkel Jakob und unserem Paar und Tante Anna, die Tante Köpfchen her. En de Panas kreeg al een ene wirtschaft, die ze weer al bevrijd. De een aan 15, de een aan 17. De oudere 3 zusters, die van aan een paar zijn halfgeschwister waren, die waren alle daar gebleven. Manche van denen eran ook gekomen, die dan nog in Duitsland geleerd. Maar eine Familie ist ganz verhungert und so weiter. Dat we op jaar 14 zijn we allemaal nobers van de Thesis, of Thesis en 14 en als de Garbiner, als de Frieslander dan zo weit weer met afwanderen naar Friesland, dan jeet het toch wel ook wel, dat weet je ook zeer schwierig hier. En dan trokken ze met de Frieslander met en siedelden in Friesland en daar nummer 2 aan. Daar heeft ons vader dan onze Mutter kennengelernt. Onze Mutter, die weer hier über Moskau gekommen, die weer Nummer 6. Und nachher in Philadelphia hat sie ihn geschafft. Die lehrte sich in Friesland kennen und befriedet sich auch in Friesland. Und unsere Oma, die kommt dann irgendwann auch zurück. Unsere Eltern kommen ja bald zurück hier an. Und
Ich kann mir noch denken, dass unsere Oma uns vertelt, sie hat im Leben 5-mal nie angesiedelt, auf ganz frisches Land. Einmal in Orenburg, als sie frisch befreit war. Dann in Slavgrad in Sibirien, da wo ein paar geboren war. Dann Amur, wieder das 3. Mal frische Ansiedlung war da auf ganz frischem Land. Die 4. Ansiedlung war hier in Nummer 14 und die 5. Ansiedlung war in Friesland. Und sie sieht einmal die letzte von den 5 Ansiedlungen, die hier gewesen sind, 14. Ah ja. Und dort kommt ja uns auch schlimm für, wo das hier war. Ja. Ja. Die waren niemals mürrisch an der Oma. Die Oma war immer, die hat ja die Kinder an das ganze Töpfchen und Dörrchen gebracht. Und die waren nicht undankbar, die waren sehr dankbar, dass sie hier sein dürfen. Ihre Schwestern sind dort alle geblieben, wo die geblieben sind, da habe ich keine Informationen über. Mit ihrer Familie, sie weten bloß, dass das eine wäre Dittje und das andere wäre Hibatzen. Aber ans Paar sagt immer und dacht, er würde noch mal nach Russland, nach Rosenwald, nach seinem Dorf, wo er abgewachsen war. Und während seiner Lebenszeit, wie Goffert ihm ehrlich nicht, er starb von 4 Tagen nicht, dann war nach Sowjetunion, gab es keine Aussicht vorher. Aber als sie dann nachher da gewesen ist, sie 2-mal in Russland gewesen, so, wir fangen auch noch das Haus, wo uns Vater abgewachsen war. Und wir fangen auch eine alte Witfrau, die in Wirklichkeit an unserem Vater seine Schwäche gewesen sind, das wir von der topgebrachten Familie, von der Hame. Eine Frau Hame. So, für mich ist das eine Geschichte, die mir immer war, dass er die spielt, und ich glaube, wie sollen alles, was wir kennen, dafür tun, dass wir das nicht fehlten. Ans Paar wie kein Prediger, kein größer Ort, ja, die war sogar Büttergemeinde, bis 1968. Aber das war für den immer klar, das war bloß ein Eingriff vom lieben Gott. Dort wir überhaupt herkommen können. Natürlich habe ich die ganze Flucht als Jugendlicher erlebt, der erlebe ich dort mit anders. Ja. Für den ist manches ein Früchtchen. Zum Beispiel, als der Schab sie hier raufkommen und sie werden dann mit den Matrosen so immer sehr mutig. Und dann, als sie nur dann am Äquator kommen, dann war die auch die Äquatortaufe der gefeiert, zu sagen. Das wäre immer so ein bisschen aus ein, naja, ein sehr buntes Fast. Und hij sieht einmal, der Kapitän, der hat sein Fernrohr genommen, hat immer das Fernrohr für in den Band gespannt. Und dann hat er zu den Leuten gesagt, hast du einmal den Äquator gesehen? Nein. Hier, ich kenne das Fernrohr, ich habe mehr. Ich habe das tatsächlich, ich konnte es dem Äquator sehen. Das wird das Band, das er über dem Fernrohr gespannt hat, aber der Äquator will nicht das sein. Allerhand Spuss ist nachher. So eine Jugendliche, die erleben dort ein bisschen anders als eine, die älter sind. Oder, ja. Ob zwar schon sehr ehrenswert, ja. Aber so wie seine Flucht. Ja. Gut, Hein. Hast uns viel verteilt und ich nehme an, wenn du am noch einmal was treffen, dann wirst du vertellen, weil du in seinem Dorf gewesen bist. Schön sind hier und ja, dass du siehst, wie wichtig das ist, wenn man dann vielleicht noch gravieren tät, abschnacken tät. Ja. Und die paar haben sehr hier verteilt, andere wollen das nicht so, aber es ist doch wichtig, dass alle in Erinnerung zu holen. Wir haben vandaag een dag so gut und ich kann bloß danken für die Sache, so es nu ist. Dankeschön, Hein, für diese Zeit. Hier in der Donau.